Du kannst ihn jetzt losbinden, Chief. Aber er verlässt diesen Raum nicht, verstanden? Der Kerl hat sich echt gehen lassen. Ich hatte ihn für ziemlich smart gehalten. Jetzt sieht er irgendwie aus wie Katzenkotze. Hey, Frank und Eddie sind aus dem Club zurück. Sie warten mit Jim in deinem Büro. Okay, danke, Vin. Hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf, Jackie. Fürchte die Finsternis, als wäre es der leibhaftige Teufel. Alles, was sie sagt, ist gelogen. Wie läuft's denn so, Jackie? Jackie, das willst du wirklich hören? Dieser Penner Swifty hatte recht. Die Arschlöcher, die uns angegriffen haben, sind im Brimstone. Was habt ihr scheiß Genies rausgefunden? Es war Eddie, der es gehört hat. Ich war, anderweitig beschäftigt. Er war damit beschäftigt, Koks vom Arsch einer Nutte zu schnupfen. Multitasking war nie mein Ding. Während diese beiden Hohlköpfe ihre Stoßstangen poliert gekriegt haben, hat eine der Nutten etwas über die neuen Besitzer gefaselt. Ich hatte dieses Mädchen Camille, hat gesagt, der Schuppen sei letzten Monat aufgekauft worden. Die Neuen hätten sich das Obergeschoss genommen. Ja, aber das ist noch nicht das Beste. Camille sagt, sie hat einen seltsamen hinkenden Typen rein- und rauslaufen sehen. Sie sagt, er sieht aus wie Nosferatu auf Crack. Wer zum Teufel ist Nosferatu? Deine Oma. Keine Ahnung, ob der Irre oder seine Crew noch da sind. Wäre aber einen Blick wert. Okay, genug geredet. Ich sehe es mir an. Ganz wie du willst, Jackie. Vinny kennt ein paar der Mädchen dort, die dich reinschmuggeln können. Hey Jackie, hast du die Billardhalle zerlegt oder was? Wie läuft's denn so, Jackie? Hey, Jackie. Jimmy hat mir das vom Brimstone Club erzählt. Ein echter Scheißladen. Lässt du es dir da besorgen? Du weißt doch, dass ich nie in so ein Drecksloch gehen würde, aber ich habe einen Freund, der da hingeht. Manchmal. Wenn woanders geschlossen ist. Nachts. Ich kenne ein Mädchen namens Venus. Bestimmt kann die dich reinschmuggeln. Die neuen Besitzer sind echt pingelig an der Tür. Waffen sind da drin tabu. Aber wir schieben Venus eine saubere Waffe mit Schalldämpfer zu, bevor du ankommst. Du weißt schon, du ziehst dein Ding ab und machst sie fertig. Sehr gut. Also gut. Bist du bereit für ein paar scheiß Antworten? Bring mich zu diesem Drecksloch, Vinny. Ich dachte schon, du fragst nie, also los. Jackie, warte! Was ist los? Diese Nachricht. Wo hast du sie nochmal gefunden? Von einem toten Kerl, der mich töten sollte. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was ist denn los? Nichts. Das sind sie nicht. Das war richtig übel. Ich muss mich weiter umhören. Viel Glück bei deinem Amoklauf. Die Jungs und ich bringen ihn zum Zoo, solange du weg bist. Idioten mögen den Zoo. Dann mal los, Vin. Sauber, Jackie. Was hältst du davon, wenn wir ein paar Nippel drehen und sehen, was passiert? Hä? Ich erinnere mich noch einmal im Sommer. Es war scheißwarm. Jenny und ich saßen auf der Veranda mit Eiswaffeln, um uns abzukühlen. Und dann kam dieser verfickte Junge vorbei. Du kennst den Typ. Ein totales Arschloch. Er schubst mich zur Seite und setzt sich einfach zwischen uns. Und Jenny? Sie sieht ihn nur an und schmeißt ihm ihr Eis in den Schoß. Er hat sie geschubst. Also tat ich, was ich tun musste. Ich habe mir den Pisser geschnappt. Ich dachte, ein paar Monate Schnabeltasse würden ihm Manieren beibringen. Jenny hat mich eine Woche ignoriert.
Kenne ich dich? Wohl kaum, Chef. Sonst wüsstest du es. Ich muss dich Filznaser, Junge. Ja, genau. Arme seitlich ausstrecken. Das ist ein friedlicher Schuppen, keinen Ärger. Hast du eine Knarre dabei, Sportsfreund? Wer, ich? Um die Party zu versauen? Yes, sauber. Geh rein, einen schönen Abend noch. Gleich durch die Tür da. Lass deine Träume wahr werden. Was du brauchst, ist eine Schicht, in der du mal nicht einpennst. Die Kunden Hallo, Süße. Dreh dich um. Zur Action geht's da lang. Aber jetzt siehst du ziemlich wach aus, oder? Und jetzt zurück an die Arbeit. Lust auf eine schöne Zeit? Du musst Venus sein. Ich bin Jackie, Vennys Freund. Tja, Vennys Freunde sind auch meine Freunde. Wieso kommst du nicht mit in mein Zimmer? Ich glaube, ich kann da was ganz Besonderes für dich arrangieren. Komm mit, Hübscher. In diesen Aufzügen gibt es keine Kameras, aber wir haben nicht viel Zeit. Ich habe Vennys Kanone in meinem Zimmer versteckt. Wenn die Kerle sie finden, bringen sie mich um. Die machen keine Spielchen, Jackie. Das sind echt abgefuckte Leute. Die sind total durchgeknallt. Versprich mir einfach, dass du mich nicht hängen lässt, wenn was schief geht. Du musst also schnell in den 2. Stock. Hörst du mir zu? Ja, verstanden. Also los, da lang. Dieses köstliche Leid. Hier gibt es nichts für dich, Kumpel. Ich mein doch nur. Wir sollten uns beim Management beschweren. Hast du diesen neuen Kerl gesehen, den mit dem Buckel? Willst du dieses Monster nach einer Gehaltserhöhung fragen? Ich dachte mir, du könntest ihn fragen. Du bist in solchen Dingen besser als ich. Ich hab was für dich. Sie haben die beiden oberen Stockwerke abgesperrt. Wir dachten, die drehen da oben einfach Pornos, aber dann ist Chantal hoch in den 2. Stock zu diesem Buckligen und seit einem Monat haben wir sie nicht mehr gesehen. Hier, das ist von Venny. Danke. Und jetzt finde diese Arschlöcher und verpass ihnen eine von mir. Baller Quasimodo die Birne weg und erlöse uns alle aus diesem verfluchten Elend. Ich fühle mich mehr wie jetzt als wie am Anfang. Ich sagte kein Make-up, du dumme Hure. Bitte, Du siehst aus Gott, wie ein beschissener Clown erlöse auf mich von Crack. dieser Aufgabe. Er hat mich! Hilfe! Verdammt, ist da jemand? Das ergibt keinen Sinn. Nein! Du bist tot! Du steckst Schatten! Heul doch! Halt dein Schlüssel! Das Signal!
verschlafen! Kommst du an den Lüftungsschacht ran? Okay, ich brauche deine Hilfe. Mach mal die Augen zu. Moment. Was hast du getan? Netter kleiner Trick, oder? Jetzt siehst du, was ich sehe, stimmt's? Wie ist die Aussicht? Kurz. Dann mal los. Das ist der Schrei der Bestie, die sich immer weiter nähert. Die Finsternis Ich habe liebt das Bauen uns, an verschiedenen das Stellen weiß ich, gebrochen. weil sie es Diese uns Stellen sagt. gehe ich nicht mehr. Der Gral wird sie halten. Sobald wir alles haben, gehört die Welt uns. Bruder Victor hat den Gral gefunden. Der Gral war Was soll das? Doch Victor hat die ganze Welt durchsucht. Ich frag du persönlich. Sünde produziert die Essenz der Finsternis, die uns Kraft verleiht. Und Sünde ist profitabel. Ja, klingt eindeutig übel. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Verschwinde hier. Warte noch kurz. Geh näher ran. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Mit Vergnügen. Ist das nicht genug für dich?